Der Seppli hat das älteste von diesen Mädchen dürfen heiraten, ist im Schloss geblieben und ein nobler Herr geworden. Aber er war einweg nicht ganz zufrieden und an einem schönen Tag hat er zu seiner Frau gesagt: «Du Frau, ich möchte mal schauen, wie es meiner Pflegemutter geht. Weisst, ich will eigentlich Frieden machen mit ihr. Aber zuerst will er schon noch einen kleinen Streich spielen, weil sie immer so frech war mit mir. Und du helfst mir dabei, hä?» Schon am nächsten Morgen sind der Seppli und seine Frau in die schönste Kutsche gesessen und zum Seppli im Dorf gefahren. Kurz vor dem Haus der Mutter ist der Seppli ausgestiegen, hat alte, verlumpete Kleider angelegt, seine Haare verstrubbelt und das Gesicht und die Hände mit Karrensalbe verschmiert. Dann ist er zu Fuss heim und hat an die Haustür geklopft. «Wer ist das?» hat die Mutter gerufen. «Ich.» «Wer ich?» «Der Seppli.» Die Mutter hat die Türen aufgemacht und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. «Hey, du meine Güte, der Seppli, wie siehst denn du aus? Welli hat das gesagt, aus dir gäb's nie etwas. Hast grad den Stall rausmisten, er hat's nötig.» Während der Seppli den Stall geputzt hat, hat er ihm auf die Strasse rausgegüchselt. Nach einer Weile ist seine Frau in der Kutsche anzufahren gekommen. Der Seppli hat ihr zugelacht und auf die Haustüre gezeigt.